Guten Morgen und willkommen zu unserer EHC-BL-Saison, zur zweitletzten Folge der Regular Season. Also Playoffs sind sehr nah dran und in der heutigen Folge, da kann ich einfach nur eins sagen: überfahren. Einfach nur überfahren. Und wenn du wissen willst, ob wir überfahren worden sind oder die Gegner, dann züchte das ganze Video bis zum Schluss hin. Und wenn du möchtest mal live dabei sein, dann folg mir auf Twitch. Der Link ist unten in der Videobeschreibung und natürlich würde ich mich auch da über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Jetzt aber fertig gelabert. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Video. Die heutige Folge, die startet direkt mit der Action auf dem Eis. Nichts da quatschen. Noch im Menü. Das sehen wir dann am Schluss, wo wir stehen. Also aktuell sind wir der Zweite. Und mal schauen, was wir... Oh, schade, kein Goal. Und mal schauen, was wir nach dieser Folge für einen Platz haben. Oh nein, scheiße, fuck, dazwischen. Goal ist sehr schöner Save. Also das erste Drittel hat nicht wirklich viel zu bieten, aber jetzt vielleicht ein Goal. Nein! Oh, das könnte etwas werden. Zweites Drittel, Foul. Hey! Und da muss der Juse raus. Oh mein Gott, das Wortspiel, so peinlich. Das 0:0 steht schon viel zu lang. Oh nein. Scheiße. Fuck. Das 0:0 darf nur ruhig noch länger bleiben. Nein! Ich sage jetzt 0:0 steht schon viel zu lang. Ja, und jetzt steht es nicht mehr. Jetzt steht es 0:1 für Rappi und das in Unterzahl kassieren als Shorthänder. Komm schon, Haas, komm schon. Gib den Pass, da kommt der Schuss. Nein, Metallhead. Und wir haben immer noch die Chance. Nein, wir haben keine Chance. Wir müssen umgetatscht werden. Ja, mit Krampf, aber mit beiden haben wir es hergekriegt. Der wichtige Ausgleich zum 1:1. Scheiße. Schön, Goalie. Im letzten Drittel müssen wir uns den hohen Sieg holen. Da mit dem Haas, der da schön abdreht und jetzt einfach schießt, aber leider nicht mit einem schönen Save. Und jetzt links über, jawohl. Kunti dreht hier ab, gibt den Pass da hinten und da kommt durch das Hammerschuss, aber leider auch eine riesen Parade von einem Eifeler. Das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für das Bulli-Goal, aber wir verlieren das Bulli, aber holen uns die Scheibe da gleich. Und jetzt rein damit, jawohl, Backhand, hier, da ist die Führung, 2:1, so wichtig und auch richtig. Komm, Hischer, du hast das Goal gemacht. Du gibst da den Pass, da kommt nochmal, nein, Nachschuss, irgendwas wird die Scheibe noch reindrücken, nein, kriegen wir nicht her, denn der Goalie hebt die Scheibe leider fest. Der Haas, unser wichtigster Spieler, im dümmsten Moment kassiert er eine Strafe, nein. Machen wir auch Shorthänder. Ja, da ist es. Der Lauf, oder wie der ausgesprochen wird, macht der Shorthänder zum 3:1. So geil, yes. Dann holen wir noch das unverdiente hohe 4:1. Gott, sagt er, aber jetzt ist mal ein riesen Save. Und da ist es. Ich habe mich ein bisschen konzentrieren, aber dafür haben wir das wunderschöne 4:1 in die leere Kiste. So, und jetzt ein paar Sekunden, ein paar Hundertstel. Da ist die Sirene. Wir gewinnen den Match mit 4:1 nach dem letzten Schuss in die leere Kiste. Ach, ist das schön. Hey, es hat sich nicht so angefangen am Anfang, aber nachher ist der Match immer besser und geiler geworden. Ich hoffe, dass er dir auch gefallen hat. Hoffen wir, dass es mit dem Sieg weitergeht, besonders hier im Derby gegen den SCB. 0:0 nach dem ersten Drittel. Sehr schön, 1:0 nach 2 Drittel. Noch schöner, denn wir gewinnen den Match mit 4:0. Holen wir auch gegen den Z-Sieg, ich würde es absolut feiern. 3:0 nach dem ersten Drittel sieht sehr gut aus. 4:0 nach 2 Drittel. Und am Schluss holen wir einen Sieg mit 5:2 gegen den Z. Ach, ist das schön. Sollten wir auch gegen Ambri gewinnen, wäre das einfach schön. Bleiben wir doch bei dem Wort. 0:2 nach dem ersten Drittel, 0:3 nach 2 Drittel, 5:0 Sieg, jawohl! Und das ist was? Genau, schön! So, und somit kommen wir zum letzten Match gegen den EHC Kloten. Und was ich schon festgestellt habe, wir sind bereits qualifiziert für die Playoffs. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich nächste Woche nochmal die letzte Folge von der Regular Season. Scheiße.
fuck, nein, im Rückstand, wieso müssen wir in den Rückstand geraten? Scheisse, nein, Mann. So, holen wir uns gerade den Ausgleich, holen wir uns gerade wieder den Ausgleich, holen wir ihn uns, holen wir ihn uns, holen wir ihn uns, jawohl, da ist er, Künzli, direkt mit der Antwort und zum 1:1 somit ausgleichen. Und jetzt holen wir uns noch die Führung, jetzt holen wir sie uns, ich merke es, ich komme nämlich da durch und jetzt kommt der Schuss, nein, eine Parade. Da komme ich durch, ich merke es, ich komme durch, jawohl. Und jetzt kommt der Backhand. Na, schade. Schön abgefangen. Und jetzt ab dafür. Komm schon, Brunner. Komm schon. Ja, er macht's. Ja, da haben wir's. Wie gesagt, er macht's. Und es ist auch so, der Brunner mit 2:1. Oh, komm. Passen, ja. Haas, der Topscorer. Geht am Pass. Kriegt die Scheibe wieder. Der Pass wieder. Der Kuhnenschutz von hinten wird abgelenkt. Jetzt nochmal Haas. Schade. Also ich komme auch in dem letzten Drittel einfach nicht wirklich zu Abschlüssen. Zum Glück führen wir, zum Glück haben wir einen guten Goalie. Oh, schöner Check. Und jetzt sind wir da durch. Und Goal! Ja, Goal! Rajala mit dem wichtigen 3:1. Sehr schön. Oh, was ist das für ein gefährlicher Pass gewesen? Aber egal, jetzt greifen wir nämlich an mit dem Brunner, wo da durchkommt, zack, und jetzt ein Goal, jawohl. Hey, wenn wir so durchkommen, dann ist es einfach fast eine Goal-Garantie und zum Glück hat es jetzt wieder geklappt. 4:1. Wichtig dazwischen. Sehr schöner Pass. Nächste schöne Pass, aber leider nicht das nächste Goal. Es gibt den Pass über, jawohl, schön, Rajala kommt durch und er macht 5:1. Der Erfolg überfährt der EHC Biel seine Gegner, aber von A bis Z. Ja, die letzten paar Sekunden sind am Laufen, nochmal ein Angriff, eine schöne Parade, direkt Scheibe gespielt. Nochmal Pass und da ist Sirena. Wir gewinnen den Match mit 5:1. Wir haben nicht nur Rappi überfahren, sondern jetzt auch noch Kloten und alle anderen Gegner. Die heutige Folge ist sowas von schön gewesen und absolut erfolgreich. Und wie schön, dass das Ganze ist, das widerspiegelt sich auch da in der Tabelle. Wir sind endlich auf dem ersten Platz. 3 Punkte Vorsprung vor Lugano. 9 vor dem drittplatzierten Zuge. Meine Fresse, ist das heute eine erfolgreiche Folge gewesen. Und das verspricht für die nächste Folge noch etwas Schöneres, denn wir werden im allerletzten Saisonspiel gegen Lugano antreten. Wir haben natürlich auch noch andere Gegner, welche sie werden. Das erfährst du nur, wenn du beim nächsten Mal auch wieder einschalten wirst. Für heute war es auf jeden Fall. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir Spass gemacht. Wenn es der Fall ist, zeig mir das mit einem Daumen nach oben zu dem Video, denn ich bin jetzt draußen und wünsche dir somit einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!